was das bedeutet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AEW Dynamite. Eine Woche vor Forbidden Door und da haben wir ein 12-Mann-Käfig-Tag-Team-Match. Und heute bei Dynamite gibt es einen Vorgeschmack darauf. MJF und die Don Callis-Familie, sie treffen auf das Team von Mark Briscoe. Wer in diesem Team stehen wird, das erfahren wir später. Und damit gehen wir zum Ring. Der Premier Athlete Tony Nese steht im Ring und er hat gemeinsam mit seinem Manager Mark Sterling heute ein Match gefordert. Tony Khan hat gesagt, kannst du haben. Your opening contest is set for one fall. Approaching the ring from Winnipeg, Manitoba, Canada. Weighing 124 pounds. He is Kenny Omega! Das ist ja mal ein Brett. Kenny Omega kurz vor Forbidden Door. Im Ring und der Gegner. Ja, der Gegner Tony Nese, den darf man nicht unterschätzen. Er ist ein richtig guter Wrestler. And his opponent, weighing 225 pounds, Tony Nese. Der Premier Athlete, so nennt er sich und da ist der Name auch Programm, das sieht man ihm an. Er ist ein Modellathlet und wir haben die Herausforderung von Zack Sabre Jr. gesehen. Die Herausforderung an Kenny Omega. Dieses Match gibt es in einer Woche bei Forbidden Door zu sehen. Der technisch beste Wrestler der Welt gegen den, wie viele sagen, Gott des Pro-Wrestlings. Kenny Omega hat noch so viel Energie im Tank. Der will es noch mal wissen jetzt hier bei AEW. Und es hat ja in letzter Zeit nicht so gut geklappt für ihn. Deswegen wäre ein Sieg gegen gerade Zack Sabre Jr., einen Meister seines Fachs, absolut wichtig. Ja, und einem Mann, der natürlich in Japan auch einen sehr, sehr guten Ruf hat und einen hohen Stellenwert genießt. Also wäre es eine wichtige Sache für Kenny Omega auch, was sein Ansehen in Japan angeht. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt mischt sich hier erst einmal Mark Sterling ein. Und das nutzt Tony Nese zu einem Tackle. Er sollte sich da jetzt aber noch nicht zu sehr feiern lassen. Das war jetzt eine Aktion gegen Kenny Omega. Muss er deutlich mehr zeigen. Der Moonsault, der geht ins Leere. Da hätte er einfach mal keine Zeit vergeuden sollen. Kenny Omega deutet es an. Ich habe hier überhaupt keine Lust auf irgendwelche Spielchen. Snapdragon Suplex. Das Schlimme ist, das wird nicht die einzige schlechte Nachricht für Tony Nese sein. Kenny Omega deutet es an. Jetzt gibt's einen zweiten. Beide Arme eingehakt und wieder der schnell gezogene Snapdragon Suplex. Kenny Omega ist in Topform und er hat hier auf gar keinen Fall vor, Tony Nese zu unterschätzen. Jetzt gibt es sogar schon den V-Trigger. Tony Nese kommt einfach nicht ins Match. Kenny Omega hat das Heft in der Hand und sogar Mark Sterling wird belohnt dafür, dass er sich auf den Ring gestellt hat. Mark Sterling wollte verhindern, was nicht mehr zu verhindern ist. Kenny Omega wird bejubelt und für Tony Nese geht's nach oben und mit dem One-Winged Angel wieder nach unten. Kenny Omega! Wenn das mal keine Ansage in Richtung Japan war, sagt Sabre Jr., dann weiß ich auch nicht mehr. Und tschüss, raus aus meinem Ring. Beeindruckende Leistung von Kenny Omega. Der macht hier kurzen Prozess mit dem Premier Athlete. Und dieses Match gegen Zack Sabre Jr. wirft seine Schatten voraus. Ich glaube, Kenny möchte noch ein paar Worte an seinen Gegner richten. Und er kommt nicht mal dazu, ein einziges Wort zu sagen. Und da kommt schon Zack Sabre Jr. Der Anführer von TMDK, The Mighty Don't Kneel. So nennt sich seine Gruppierung und er gilt eben als technisch bester Wrestler der Welt. Flankiert von Bad Tito auf der rechten Seite. Und Mikey Nichols auf der linken Seite. Das sieht nicht gut aus für Kenny. 3 gegen 1. Ja, und Kenny macht das auch schlau. Er sagt, das ist hier jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Scharmützel. Wir sehen uns dann
in San Jose bei Forbidden Door. Gegen 3 wird sich Kenny Omega hier alleine sicher nicht anlegen. Aber was heißt alleine? Da kommt Unterstützung für Kenny Omega. Da sind die Young Bucks, da ist Jack Perry und plötzlich heißt es 3 gegen 4. Die Verhältnisse haben sich umgedreht. Auch Kenny Omega hat Freunde. Ja, schlimm. Zack Sabre Jr. dachte, er könne sich einen psychologischen Vorteil gegen Kenny Omega erschleichen, aber der Schuss ging gehörig nach hinten los. Now, for those of you that don't know any Falls ihr es noch better, nicht wusstet, das here we have ist TMDK. Ich habe keine Ahnung, Don't was ask me das what it bedeutet, stands aber for. die I selber don't know, auch nicht. neither do they. Zach, gotta thank you, pal. vielen Dank, Kumpel. I didn't Ich hätte think nicht you'd come all gedacht, this way just dass to du so weit challenge reisen little old würdest, me, nur but um yet meine here einer you are. herauszufordern. And so you've Aber gotten du the bist message hier. loud and clear. Ich habe die Nachricht verstanden. Yes. Du hast etwas, You was have ich something will, I want. und ich habe And etwas, I've got something that was you du want. willst. And at Forbidden Bei Forbidden Door yeah, it's gonna gibt's be dann just nur you uns beide. and me, Der the beste greatest technische Wrestler der technical Welt. wrestler, Ja, das still bist du. going about this thing alive. And Zack that's you, Sabre Zack Jr. Sabre Jr. And boy, Und ein großer Sieg wouldn't it look good gegen in your Kenny resume Omega würde sich to sehr have a gut nice big in deinem fat Lebenslauf W machen. beside your name versus Kenny Omega. But Aber in the es wäre same auch für token, mich eine Zack, große Sache, boy, dich zu would it besiegen. ever look good for me to beat you? Nicht nur für mich Not selbst, just for sondern this auch place, für alle but meiner yeah, zweiten for my Heimat home away bei from New home, Japan Pro Professional Wrestling. as well. It looks like Sieht so you've aus, got your fair share als of hättest du friends. ein paar Freunde. Turns out, Hab ich I've aber got my auch. fair share of mine. Zachy Aber wir boy, beide klären das let's keep 1 it gegen 1-1 1 at the beim paint. Pay-Per-View. Für heute Until then, muss ich mich must beat deswegen you at entschuldigen. you. So crowd, Ihr dürft gerne if you know the mitsprechen. words, Die anderen say haben it eh with keinen me. bekannten I don't think Spruch. these guys have a catchphrase that you know. So Also, goodbye, auf Wiedersehen yeah, and und good gute Nacht. night. Bang! So leicht lässt sich Kenny Omega nicht ins Boxhorn jagen. Du hast gesagt, er vertritt ja nicht nur AEW, sondern hat auch einen Flecken in seinem Herzen für New Japan Pro Wrestling, seine alte Heimat, für viele, viele Jahre. Ja, und der Kenny Omega von heute ist auch etwas schlauer als der alte Kenny Omega. Lässt sich hier nicht auf ein Scharmützel 3 gegen 4 ein, sondern will es dann beim Pay-Per-View klären. Die Young Bucks stehen an seiner Seite, aber die Young Bucks hatten auch ein paar echte Probleme in den letzten Wochen mit einem Team, das wir heute noch sehen werden. Denn die Dogs, David Finlay und Clark Connors, die haben es offenbar ganz eindeutig auf die Tag-Team-Titel angesehen. Und hier sehen wir, dass die Dogs zunächst die Guns besiegt haben. Nach dem Schlag mit der Shillelagh gab es den Spear-Tackle und das Cover. Eine Woche später gab es dann ein Einzelmatch gegen Juice Robinson von der Bang Bang Gang. Auch hier gab es die Shillelagh, auch hier gab es den Spear, auch hier gab es den Sieg für die Dogs. Und dann bei der letzten Ausgabe von Collision der größte Sieg in der bisherigen Karriere der Dogs bei AEW. Sie haben es geschafft, die Gründerväter zu besiegen, die Young Bucks. Braucht man nicht groß hinzufügen, dass das Ganze natürlich ebenfalls nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Aber ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Und mit dieser Aktion, dem Spear-Tackle aus dem Suplex, haben sie dann tatsächlich die Young Bucks besiegt. Heute werden wir noch von David Finlay und Clark Connors hören. Aber weiter geht's bei uns mit Tag Team Action. This is a tag team bout second fall. Approaching the ring with Marina Shafir, the team of Daniel Garcia, and the AEW Continental Champion, Jon Moxley. Gerade mal wenige
Tages dieses absolut verrückte Street Fight Match zwischen den Death Riders und Shane Taylor Promotions bei Collision her. Und schon wieder wollen sie in den Ring steigen. Also Jon Moxley, der Continental Champion, der ist förmlich durch nichts aufzuhalten. Ja, das steckt in seiner DNA. Er will es jede Woche wissen. Er will sich gar keine Pause gönnen. Heute an der Seite von Daniel Garcia in einem Tag Team Match. Aber die Gegner hatten ein hervorragendes Jahr 2025. Im Jahr 2026 waren sie im Tag-Team-Bereich bisher noch nicht so aktiv. Das könnte sich jetzt aber wieder ändern. Moxley macht locker. Er zeigt überhaupt keine Emotionen im Ring. Und das ist auch die Botschaft, die er an sein Team weitergibt und damit eben auch an Will Ospreay. Standen beide im Owen Hart Foundation Turnier. Sie schieden beide gegen Swerve Strickland aus und deswegen ist es heute vielleicht ein ganz guter Neustart für Bandido und für Brody King im Tag Team Bereich. Los geht's also mit unserem ersten Tag Team Match heute hier bei AEW Dynamite in Houston, Texas. Die ehemaligen Tag Team Champions Bandido gegen die Death Riders in Form des Continental Champions Jon Moxley und Daniel Garcia. Und heute haben wir auch noch ein 12-Mann Tag Team Match für euch. Unser Main Event heute. Die Don Callis Familie und MJF gegen Team Mark Briscoe. Ein Vorgeschmack auf das 12-Mann-Käfig-Match bei Forbidden Door. Außerdem geht's weiter im Turnier um den Owen Hart Foundation Cup. Bei den Frauen steht das erste Halbfinale an. Das zweite gibt's dann bei Collision. Und vieles mehr steht heute noch an. Also unbedingt dranbleiben hier bei Dynamite. Und Daniel Garcia zeigt relativ wenig Respekt vor dem ehemaligen Tag Team Champion und aktuellem Ring of Honor Champion Bandido. Daniel Garcia und Bandido beide ein bisschen hitzköpfiger unterwegs. Natürlich weiß das Daniel Garcia inzwischen auch einzusetzen. Versucht einen Headlock Takedown, aber da hat Bandido aufgepasst, hat die Bremse reingehauen, geht selbst in die Backmount und zeigt Daniel Garcia, das was du kannst. Das kann ich schon lang. Sind sich durchaus nicht unähnlich, Bandido und Daniel Garcia, wobei Garcia, glaube ich, auf der Matte etwas stärker ist als sein mexikanischer Gegner, aber der ist jetzt auch schon ganz lange Ring of Honor World Champion und hat in dieser Zeit als Titelträger den Gürtel gegen ganz verschiedene Wrestler verteidigt und hat bewiesen, dass er jeden Stil mitgehen kann. Auch Daniel Garcia hat sich stark verändert im letzten Jahr, seitdem er den Death Riders beigetreten ist. Er scheint taktischer zu wresteln als in der Vergangenheit. Er lässt sich nicht mehr ganz so leicht aus der Reserve locken. Aber Bandido schafft es trotzdem. Jon Moxley hat er natürlich für dieses Match mit Sicherheit eine klare Marschroute ausgegeben. Und die beinhaltet eben auch, dass Garcia das Match beginnt und erst einmal testen soll, in welcher Form sich die Gegner hier als Tag Team wieder präsentieren, nachdem es eine Weile her ist, dass sie gemeinsam angetreten sind. Der Dropkick